schwätze jo viel über den digitalen Wandel, über Datenschutz, über Cybersecurity, über Industrie 4.0. Zu Lützeburg haben wir das Programm Luxemburg Digital an die Liebe gerufen. Und zu Brüssel wird mit Vollgas und der Strategie für einen einheitlichen digitalen Binnenmarkt geschafft. Aber was kommt dann eigentlich auf uns durch? Wie mischt die digitale Revolution sich an unserem Alltag bemerkbar? Was heißt das, besonders für die älteren Generationen? Kommt, wir gucken mal anhand von 3 Beispielen mehr genau, was das bedeuten kann. Fangen wir mal an mit den Autos, die selber fahren. All große Autokonstrukteure schaffen schon so einem Auto ohne Chauffeur. Aber auch die großen Digitalkonzerne, Google, Apple, sind Firmen dabei. Sie sind sogar besonders aktiv, gehen Ingenieuren an die Autosindustrie ankaufen. Hier weist sich, dass es bei diesem Thema um die Zukunft von einem von unseren stärksten Industriebranchen in Europa geht. Prototypen fuhren ja schon auf den Teststrecken und stellen immer neue Rekorde auf. Bis 2020 wird die Industrie an diesem Domain einen riesigen Schritt gemacht haben. Das heißt nicht, dass der Mensch dahin als Chauffeur ersetzt ist. Mit der Vernetzung von den Autos, Maschinen zu Maschinen, wird immer mehr groß gehen. Zum Beispiel wird es an einer direkten Übermittlung gehen vom Aufstand von 2 Gefährern. Auch die Rückkopplung und das Mobildatennetz wird ausgebaut gehen. Das Auto kann dann verschiedene Funktionen beim Fahren selber überholen. Fahren geht mehr bequem, Fahren geht mehr sicher, Fahren geht mehr energieeffizient. Langfristig wird ein Auto auf bestimmte Strecken ohne den Chauffeur fahren. Die kann dann andere Aktivitäten nachgehen, während dann von einem gewissen Moment und Steuern selber zurückzubringen. Dann gehen es die elektronischen Gesundheitsservices, auf Englisch E-Health. Da gibt es immer mehr digitale Moyen, die bei Technologien und Dienstleistungen am Gesundheitssektor zum Einsatz kommen. Der ganze Sektor ist konzerniert. Prävention, Diagnose, Behandlung und Administration. Mit Hilfe von der Technik kann vieles vereinfacht und mehr effizient gehen. Den Informations- und Datenaustausch zwischen Patienten und dem Gesundheitsservice, Kliniken, Doktoren und Pflegepersonal oder auch nach Apparaten, die den Patienten an seine Gesundheit überwachen. Zum Beispiel bei Patienten, die einen Schlag riskieren. Die werden immer mehr dazugehören. Telemedizinservices oder Operationsroboter können die medizinische Versorgung verbessern. Eins ist aber auch ganz klar. Gerade an der Medizin, aber besonders an der Pflege, kann der Mensch an Zuwendung nicht ersetzt gehen. Digitaltechnik kann helfen, Gesundheitsversorgung zu verbessern. Zumal an einer Gesellschaft, die immer mehr alt wird, sie kann aber nicht den Mensch ersetzen. Und danach Thema Drohnen. Ihr wisst vielleicht, dass Amazon, das ist ja eine Entreprise, die zu Lützeburg installiert ist, mittelfristig will es hat, so Drohnen anzusetzen, für das Päck auszuliefern. Tester laufen schon. Die Technik ist sicherlich auch nicht nur am Logistiksektor interessant, aber auch an Sicherheitsfragen, zum Beispiel an der Lutte gegen Verbrechen oder am Kampf gegen die Buschbrände. Es heißt aber auch hier aufpassen. An alle Fällen muss die Privatsphäre von unseren Bürgern garantiert bleiben. Und diesen 3 Beispielen hier, meine ich, ist es klar, was wir alle Guten am Umgang mit der Technologie von der digitalen Revolution brauchen. Viertens. Es gibt keine Ursache für die neuen Produkte und Dienstleistungen von vornherein aufzulehnen. Es muss sie kennenlernen, für keine Matze schwätzen. Lehren. Die sogenannten Lifelong Learning gilt ja schon lange an vielen Bereichen als Prinzip obmannst. Am digitalen Bereich ist das besonders wichtig. Es muss sich mit neuen Technologien auseinandersetzen.
Et muss een sich unse gewinnen, et muss een sich uneignen. Kee kann sich haut méi gemidtlich zurücklehnen a soen, dat do geht mich jo gut nicht dat betrifft mich nicht. Mam Computer geht vieles, auch am Alter méi liicht, am méi sehr. Bei den Handyen war es jo ähnlich, dir kennt jo nach alle Gure bestimmt Leid, vielleicht dir selber, die gesot hun, oh, dat do brauche ich nicht. An Haut schicken 80-jähriger Fotoen über WhatsApp und hier Enkelkammer. Gute so. Politisch ist es wichtig, dass man den Fortschritt nutzen, das ökonomische Potenzial freisetzen, Arbeitsplätze auch aufsichern, weil es könnten da viel verloren gehen. Arbeitsplätze sichern. Gleichzeitig muss man aber auch als Werte am digitalen Zeitalter erhalten. Privatsphäre und Datenschutz spielen am 21. Jahrhundert nach dieselbe wichtige Rolle wie früher. Früher ist es meistens darum gegangen, die Rechte vis-à-vis vom Staat zu erhalten. An der digitalisierten Welt gilt das aber auch für die Entreprisen und für die Relation zwischen Personen. Beim Fortschritt soll jeder mitmachen und etwas davon haben, ob alt oder jung. Es darf kein Digital Divide, also kein Groove zwischen denen, die die Digitaltechnologien nutzen, und denen, die sie nicht nutzen, gebaut gehen. Die digitale Revolution muss Chancen für jeden bieten und dafür sorgen, dass digitale Agendaen zu Lützeburg und in Europa das auch berücksichtigen.